Bonjour aus dem Europaparlament vun Straßburg, Bonjour bei europäesch Impressionen, den Blick op d'europäesch Politik, an dem wir an den nächsten Minuten wie immer am Kompetenzteam vun der CSV, am Vivian Reding, dem Frank Engel an dem Georges Bach. Bonjour. Bonjour. Ja, Lützeburg spielt an nächste Main eng wichtig Rolle an Europa. Lützeburg huet vom 1. Juli und EU-Präsidentz. Ich wollte mal am Anfang ein bisschen darüber schwätzen. Vivian Reding, was bedeutet das für ein Land, besonders auch für ein Kleinland? Wie heißt das? Das nicht nur, dass just bis zum jährlichen Besuch am Land ist. Was bedeutet das konkret? Es bedeutet haut der besänech, dass wie et Göster bedeit huet, weil wir können uns ja nach alle Guren und die vielen Präsidenzen von Lützeburg erinnern, wo wir ja immer als Mann respektive als Frau richtig gestaltet haben, wo wir immer gute Match gemacht haben. Als immer angesagt haben am Interesse von der Allgemeinheit für ganz Europa und dafür positiv aufgefallen sind, ja. Weil andere Großländer, die haben es mehr für sich selber gemacht wie für die Allgemeinheit. Lo hummer aber den neien Traité vu Lissabon an do sind Sachen nämlich genau zelwicht. Das nämlich nämlich der Premierminister, den de Conseil präsidéiert, mit der Präsident von der Union, dat heißt den Donald Tusk. Und das auch nämlich den Außenminister, den der Lützeburger Außenminister, den Conseil von den Außenminister präsidiert mit Totrepräsentante, Madame Mogherini. Also an dem Sinn ist schon vieles ganz ernst. Ernst als auch, dass am Fongehol kein neue Akzente gesagt wird von einer Präsidenz. Es muss ihn das überholen, was die andere Präsidenz nicht konnte machen. Es muss ihn das führen, was dich leid, was noch nicht gemacht ging ist. Und es muss ihn das vorbereiten, was die nächsten Werte machen. Also et ass méi in Hand an Hand schaffen, wie en sech selber an den Vordergrund rickelen, do woen nach kennen Akzenter gesat gehen, dat das an dem wat man nennen Conseil informell. Dat das van Ministerin zu Summe gerufen gin, ohne dat se Decisionen treffe fir iwwer den Thema zu diskutieren. An do kann Lützeburger Präsidenz Akzenter setzen, an dem se de Themen bestellt, op den Tisch lädt, Ministerin biert sich dort so auszudrücken. An dem Sinn können wir als Influenz ausüben, aber mehr nicht. Lützeburger Regierung hat schon aber ein bisschen so den Kader von dem Programm, das will weiterfeiern, präsentiert. Frank Engel, was ist denn da besonders wichtig, dass in die Agenda auch nicht genau kann definieren, weil auch immer Sachen beikommen. So zum Beispiel Katastrophe am Mittelmeer oder so Sachen, kommen ja immer Sachen, mit denen nicht gerechnet wird. Ja, das ist klar. An der Mittelmeerkatastrophe beispielsweise könnten durchaus auch nachpassieren und dann also ziemlich sicher, dass dort eine bestimmte Attention Dropgericht geben, kann auch an der Ukraine etwas schief gehen. Stündlich. Mit der das, wie Vivian Reding gerade schon ausgeführt hat, eigentlich mehr ein Thema von den institutionalisierten Conseils, ne, die hier nächste Präsident tun. Sie wird vom Europäischen Rat, sie wird von dem Außenministerrat, der auch zuständig ist für Sicherheitsfragen. Also, dass man auch da so gewonnen etwas passiert, lohnt nicht wirklich, da müssen, soll ich sagen, über Krieg und Frieden dezidieren. Aber für den Rest, Migrationsfrage bleibt hoch auf der Agenda. Wir haben aus anderen Gründen, die für Lützeburg manchmal agreeabel sind, aber trotzdem Fiskalitätsfragen auf der Agenda, von denen ich hoffe, dass der Finanzminister sie offensiv umgeht. Und heute hat Janne Dodiana in letzter Zeit so gemacht. Die Offensivhaltung gebe ich mir wünschen, dass das 6 Monate durchgehalten wird während der Präsidenz, weil wir auch an diesen Sachen viel Sinnvolles und Richtiges zu proposieren. Als Lützburg gibt das gut zu Gesicht. Das haben wir in der Zeit schon gemerkt. Ja. Der Code de Conduite für die Betriebe, Betriebsbesteuerung. Den ist von 1997 Lützeburger Präsidenz mit Jean-Claude Juncker. Daran erinnern sich heute alle Guten, die nicht die just nach 100, den dort steht als den früheren Premierminister von einem Finanzparadies. Das ist aber so. Und wenn ich auf beiseitig wäre, was ich ja natürlich nicht Sinn kaum an der CSV je ist, gebe ich schon, hätten für Abwanderung zuständige Justizminister von Lützeburg extrem gut zu Gesicht gestellt. Für einen Platz Referenden zu organisieren, ja, es mit politischer Partizipation von den Lützeburger zu den Hunden, auf der europäischen Agenda mal die zu setzen, dass die europäische Bürgerschaft, die Modelle mit den anderen 500 Millionen Unionsbürger,
ein bisschen auszuweiten an Termen von politischer Partizipation. Die Leute können ja bei Gemengewahlen, bei Europawahlen wählen, bei Parlamentswahlen nicht, näherens. Darüber eine europäische Debatte umzustifteln in der Lützeburger Präsidenz, wenn das für wichtig hält, das für uns ein wichtiges Sujet. Gerade wenn wie hin, wenn das auf Deutsch nicht einen Migrationshintergrund hat, das wäre ein sinnvoller Demarche gewesen, das vielleicht auch noch nicht zu spät. D'autant plus, weil es ja Lützeburger Kommissär war, den die Debatte an Europa angestoßen hat. Für nämlich zu sagen, dass die Leute sollte kennen, wenn wir eine Föderation kreieren, an daraufhin schaffen wir ja, dass wir die eine kreieren, dass die Leute da können da wählen gehen, wo sie hier normal Residenz haben. Das muss vorbereitet gehen, Ja. und nicht durch ein Referendum zu Lützeburg, mit solid durch eine Europapolitik. Davon hat er nicht, wie den Frank Engel gesagt hat, bis die Welt von unserer Regierung her. Das war ja auch ein bisschen Diskussion beim Referendum, wo die Leute gesagt haben, wie sollen wir das machen und die anderen nicht. Genau. Da wir mal vielleicht dann eins gehen. Wie gesagt, das ist vielleicht noch nicht zu spät. Wir haben es ja Remmenke angeregt, vielleicht passiert das. Das wäre sinnvoll. Was gesagt an den Georges Spar als wichtiger Punkt auf der Agenda, wie sie viel Leute verdienen von der sozialen Dimension, noch von der groß wurde, das Das ist effektiv ein grosses Wort, aber das ist ja effektiv auch ein grosses Sujet. Ich meine, Sozialpolitik an Europa ist etwas, was man gemerkt haben, die letzten Jahre geht immer mehr von den Leuten eigentlich gefordert. Das nicht nur Wirtschaft, Währungsfragen zählen mehr, aber auch die Sozialdimension. Natürlich ist die auch nicht leicht zu lesen von der Wirtschaftspolitik von Europa. Und dafür meine ich, dass die Leitlinien, die rauskommen, sind am Semester Europäen, Beschäftigungspolitik einerseits, aber auch Wirtschaftsfragen, Wirtschaftspolitik andererseits, die Umsetzung an den Memberstaaten, dass die extrem wichtig ist, die auf der Agenda können. Dann natürlich auch die Entsenderichtlinie. Das ist ein soziales Problem, wo Sozialdumping hervorgerufen wird. Nicht mehr spät wie letzte Woche für eine große Konferenz zu Brüssel. Hauptsächlich am Transport, hauptsächlich auf der Straße, Kamionchauffeur, aber auch an der Aviation, an der Luftfahrt. Alles das, aber nicht nur am Transport, auch an unserem Bausektor. Das heißt, Chantier. Das heißt, das ist ein Sujet, wo man wirklich eine bessere Umsetzung muss an den Memberstaaten kriegen, noch eine bessere Kontrolle, auch eine bessere Ausbildung von den Kontrolleuren. Die Stadt wird ein grosses Sujet gehen, den also auch ganz gut zu Gesicht gibt, für das voranzutreiben. Wir haben auch eine Initiative gegen Schwarzarbeit, wo soll eine Plattform gegründet geben, wo soll Daten ausgetauscht werden. Ich weiß, dass Lützeburgs Präsident ein bisschen reticent ist, aber das muss auch vorantreiben, wenn wir wollen, effektiv gegen Schwarzarbeit vorgehen. Vielleicht noch der letzte Punkt, es gibt so viel geschwärzt von der neuen digitalen Entwicklung. Da muss man auch gucken, dass beinhaltet auch eine soziale Wolle. Das heißt, da haben wir, wenn fertig ist, ganz gute Initiativen, aber es fehlen die Fachkräfte, für das wirklich umzusetzen. Und da gibt es eine ganze Partie Berufe, speziell an dem dort Bereich, die Sicherheitsexperten, die Softwareingenieure, die Softwareentwickler und so weiter. Das heißt, auch da gibt es Lützeburg gut zu Gesicht, schon wenn wir eine Initiative in die Richtung gingen. Mehr für, wenn wir den digitalen Binnenmarkt haben, wenn wir die Entwicklung haben, dass wir dann noch wirklich die Leute haben, die das können wirklich vorantreiben. Ja, und da will ich noch just ein Element dabei fügen, den Datenschutz. Den Datenschutz. Die könnt höchstwahrscheinlich op den Tisch leiien, dat muss verhandelt gehen zwischen dem Parlament und dem Conseil. Und da hat Lützeburg ja immer eine ganz positive Rolle gespielt, sodass wenn als Präsidenz etwas sollte bringen, dann ist es auf dem Gebiet, auf dem Punkt speziell kann als Präsidenz wirklich weisen, dass sie kann verhandeln und dass sie kann zwischen kontradiktorischen Point de vue eine gemeinsame Haltung herausstellen. Für die Wolle Präsidenz aufzuschließen. Die Präsidenz, das sie ja dann die Regierungsparteien zu Lützeburg, zu denen ja CSV bekannterweise nicht gehört, wie eine Rolle spielt dann die Europadeputiert? Wie eine Rolle spielt dir Orlo an der Präsidenz? Das ist nicht, dass gegen die Präsidenz schaffen, am Gegenteil, die packt eine Hand mal dünn. Um Gottes Willen, also das käme ja überhaupt nicht davor. Ja. Ich meine, Lützeburg möchte ja nicht eine Präsidenz für die Regierung, möchte eine Präsidenz für Europa. Und wir sind hier im Europaparlament gewählt, für am Sinn von den Bürgern eine Politik für Europa und für als Bürger daheim zu machen. Und da spielen wir an derselben Equipe, also das geht an dieselbe Richtung. Ich habe gerade die Sache vom Datenschutz gesagt. Da wird das Parlament dem Conseil eine Hand aufhaken und dann der Präsidenz helfen, für auch von Seite vom Parlament eine positive Reaktion und eine positive Decision vorzubereiten. Also das geht Hand an Hand.
Voilà, also die letzte Regierung kann sich also ob als CSV-Deputiert auch verlosen, auch die nächsten 6 Monate. Wir kommen bestimmt nach mittags auf die Präsidenz zu schwätzen. Lo kommen wir mal froh, die da geschickt hat, CFD über Facebook oder ob als E-Mail-Adresse auf europa@csv.lu. Über die deutsche Maut, den PR, schon mal schon geschwärzt, ob man es denke, ich muss aber ein froh dazu, an die könnt vom Kerstin Bram. Deutschland für Jolo die Maut affeieren, Schugliers, die EU-Kommission wäre nicht um da verstanden, kann die Kommission, respektiv könnt ihr als Europadeputiert danach irgendetwas machen, für das zu verhindern? Georges Bach. Also wir haben ganz freizeitig ja schon angemeldet, dass wir mit der Aufhörung von der Maut nicht d'accord sind, weil wir nicht nur die Aktivitäten am grenzüberschreitenden Verkehr, also berufliche Art, Freizeit, Familienaktivitäten, weil das dadurch aber eingeschränkt, aber auch an hauptsächlich weil den anti-europäischen Gedanken, die Geist, den dort direkt Hand drüber für so ein just Ausländer müssen bezahlen, an die Nationalbürger gehen davon ausgehen. Was kann ich machen? Das heißt, die Lomo müssen werden, am Anfang waren Diskussionen, die müssen werden für den Bundestag und den Bundesrat. Und mich spät wie gestern hat dann der Bundespräsident geschrieben, dass das Gesetz rechtskräftig ist. Und die Kommission hat angekündigt, dann ein Verletzungsverfahren, die Phase von einem Verletzungsverfahren anzulegen, das heißt prüfen, beim Europäischen Gerichtshof prüfen, ob das dann mit EU-Gesetzgebung konform ist oder nicht. Wir können im Moment auch nach Druck machen mit Leid eigentlich an den Händen von der Justiz, von der Kommission, für, wie gesagt, das Verfahren durchzuziehen, aufzuwerten. Ich weiß, dass Österreich ganz stark oder Hanna, ich weiß, dass Holländer ganz stark dahinter sind, sodass der Empfang auf die Velo geht, dass wir das müssen aufwerten und gucken, was dann am Endeffekt, ob es muss zurückgehen, ob es muss amendiert gehen oder wie auch immer. Und da kommen wir wahrscheinlich nach ein darüber zurück. Ja, wird nicht ausbleiben, dass man ein darauf zurückkommen. Ja. In einem Thema. Wenn es fertig ist, dann muss es gepackt werden, eine ganze deutsche Legislatur sich am Wesentlichen dummer zu beschäftigen. Das muss ich auch mal hinkriegen. In einem Thema, der wird auch nicht neu ist in dieser Mission Griechenland. Den Tom Wachsweiler schreibt, hat nach irgendeinem Überblick, wie das definitiv mit den Griechen weitergeht. Machen Sie die Geld mal da oder mir Martinen? Mir andere Mu geschmiert oder schmieren Sie das geht schmieren mit Griechen, das geht ja schon den Durchblick nicht mehr. Schreibt den Tom Wachsweiler, Frank Engel, hoffentlich geht kein Nu geschmiert mehr. Wie geht da weiter? Bei dem Moment, wo wir noch schwätzen, das Dünsten, kann ich noch nicht so genau, wie es weitergeht, oder? Ja, letzter Zeit also der Tag so, dass den Dienst nicht so wie mit vor ist. Was nicht so der besonders intelligente generelle Statement sind, das ist tatsächlich so, dass an der griechischen Affäre, die schon ganz lange dauert, den Durchblick besaß, was nämlich ganz besonders weit verbreitet. Also ich meine, dass es Chemie gibt, wirklich Chemie. Am besten Wille von der Welt, den zielgerecht Person an 3 Monate sind wir da, 6 Monate sind wir da und länger mehr sind wir da. Weil es kann alles an der Kontra von allem gehen. Ich meine, dass wir definitiv realisieren müssen, dass es total irrealistisch und unpraktikabel ist, von den Griechen zu verlangen, es müsste nach weiter Abschnitte an allein Sozialleistungen an der Führung stattfinden. Es ist nicht daran zu denken, dass das akzeptiert wird. Die Griechen müssen irgendwie wirklich zur Ansicht kommen, dass elementäre Geschichten wie dafür sorgen, dass man jahrelang davor schwätzt, dass er Steuern antreiben, dass er dann noch muss Steuern antreiben. An ihre megen Interesse net an eisem marginal fir Geld zu kre wat gelehnt gin ass mir an Herem fir dat de Sterndenke funktioniert oni dat weiterhin permanent Geld gelehnt krit. Du ginn einfach en Reif vu Sachen net mat falschen Exkusen, die auch immer heieren dat op Dauer kein Lesung. Me et bleibt, dat die ganz griechisch Geschichte am Wesentlichen und enger enormer Schuldefroh hängt. Ich sehe keine Lösung für das griechische Problem, kein zu Eisengrundst und kein zu Heeregrundst. Und das hat mit Uschmieren nichts zu tun, weil man nicht in die Schuld geht. Die Durchschuld kann Griechenland nicht rückbezahlen. Ja. Das wissen die Decision geholt für Geld zu lehnen schon lange. Ich zähle halt gut nicht, weil du ein revolutionärer Kenntnis von heute und da ist feiern. Und da muss man sich bewusst sein, dass du irgendwo ein Geld verloren geht. Das Geld geht allerdings keinem Steuerzahler verloren. Das Geld geht Banken verloren. Dieselbe Banken, die lohe Circuit organisieren, wo durch Athen gelegentlich Geld transitiert, sind der letzte August übrigens nicht mehr. Schon eine relativ lange Zeit. Wenig bei den Griechen noch könnt, viel bei den Banken zurück. Den Zirkus haben Griechen gesagt, vielen sich geschmiert, weil das Wort benutzt hat.
Wenn man dat geschrieben konnten? Well man dat so geschriwe krot, weil er doch richtig ass. Am Leiit Heike vun de Jo geschmiert file wann segentwenke gife feststellen, tja, all dat Geld vun de mir immer gezielt krote mir gifen garantiieren ass fort, a du vun ass de klengen Deel. Steuerzöller Geld. Gut den substanziellen Deel mat Steuerzöller Geld nächt Din also schmier den Do nu wann den ihr se du schreiben mat déesmal bësselchen of. Ass schon enke geschitt, dat war die Reng privat schuld, dat waren die Privatgläubiger do wo Banken dranhenken an der Verdelung vun der öffentlicher Schuld. Dat als gute Grund de muss net mat gemerk gin, well Madeo wollte retten het ass KWs vu man en Mo sinn. Ich hoffe, dat Gesprächskanal opbleiwen, dat weiter hier bemméit gëtt, alle fes eierlich eng Lesung zu fannen. Zu go Neuwahlen as schon ein Thema. Ja, das überhaupt kein Problem. An der Referendum den Problem lesen. Ja, da tun wir ja zu Lützeburg gesehen, wie viele Probleme am Referendum also natürlich kann immer im Wähle gehen. Ja. Sie wären an den letzten Jahren ziemlich dax. Ich habe nie festgestellt, dass da Probleme gelesen haben. Gut, auch dat dann eng Affäre as wiefere. An moment des vor nach vum Claude vun Hamm. Wann ich zu Lützeburg Video vun deitsche Norrichten zum Beispiel im Internet will gucken oder wann ich zu Palma will Footballmatch gucken, den op RTL.de gewiese gëtt, da geht dat net. Für wert. Ich gemeint, man hätte keine Grenzen an Europa. Ja, das stimmt effektiv, hat Claude als du schreibst, wie wir Reding an die Probleme darin nummen, das Geoblocking. Ja, und dat huet es mat dem droit d'auteur zu tun, dat huet es mat den droit de Transmission zu tun, déi ginn no Länner verkauft. An heinst du daneben net fir Lützeburg. De Problem hatte man schon oft, dat as e Problem, de ëmme grenziwerschreitend kann geleest ginn an zwar hauptsächlich vun den Televisionsstationen, déi do mussssen einer Systeme opbauen. Kommission huet am Kader wurden mal lo am George Bach geschwert hun iwwer den digitale Bannemoet op den Dich gelecht, dat ze gif bis Ende des Jahres eng Analyse vun der Situation machen, fir dann näst Jahr Solutionen legaler Art oder wat immer reglementarische Art fir ze schloen, weil wann nämlich legal Apps kaft huet, eng Emissionen können ze gucken oder einen Film können ze gucken, dann ass het net normal, dat in denen kann an engem Territoire gucken, da muss auch können am Ausland gucken. An die Gerichtsaffären, die dofir kommen, well Leiit an engem Kaffee die Verdrohung vun engem Fußballsmatcher engem Männerre Land geguckt. Also ich fand dat as de Konträr vun Europa. An du als Kommission schon am richtige Weg, wann se se will, dat be erhollen, dat dat an Zukunft erlaubt gëtt. Voilà, und dat wäret fir d'europäesch Impressionen vun dese Mo. Ich film Merci wird no gucken, Merci dem Vivian Reding, dem Frank Engeland, dem George Bach. Und die können sehr froh anderem raschecken op europa@csv.lu oder ha op Facebook. Ich film Merci fir no gucken an bis nächst Keer.